Früher sind wir raufgelaufen und haben nicht rechts und links geschaut. Und jetzt genießt man, bleibt man stehen. Und wenn einmal der Gipfel nicht hergeht, dann geht er nicht her. Gell? Früher war das so fast selbstverständlich. Und heute ist man einfach ganz zufrieden und glücklich, dass man das noch erleben kann und machen kann. Soll's ja nicht schneller. Genau. Guten Abdruck machen, super. 16 Damen in reiferem Alter genießen den Winter in Südtirol. Sie gehören zum Münchner Verein ZAP. Die Abkürzung steht für Zusammen aktiv bleiben. Eine Woche lang sind sie in Aufkirchen bei Toblach zum Schneeschuhwandern und Langlaufen. Jetzt warten sie gespannt auf die Tourenvorschläge für den nächsten Tag. Natürlich Ruhe, damit wir auch für morgen wieder wissen, was los ist. Das Wort zum Sonntag, aber morgen ist ja Montag. Aber ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Fangen wir an mit den Langläufern. Gut, die Langläufer gehen morgen ins bekannte, geliebte Fischleintal. Also dann die Schneeschuhgeher. Für morgen hätten wir gedacht, dass wir auf die Ratsbergwiesen raufgehen. Einige von euch kennen ja die Tour schon. Dann haben wir da eine wunderschöne Fläche. Da werden wir irgendwo schauen, wo wir da Brotzeit machen können. Da haben wir schöne Sicht. Pünktlich auf die Minute geht's los. So einen Tag muss man ausnutzen. Das ist ja furchtbar. Eine Gruppe fährt zum Langlaufen, die andere zum Schneeschuhwandern. So ist es beim Winterurlaub des ZAP Tradition. So viel Schnee wie in diesem Jahr hatten sie hier noch nie. Perfekte Verhältnisse, um in vollen Zügen den Winter zu genießen. Vorausgesetzt, man hat die richtige Ausrüstung dabei und jemanden, der die Spurarbeit übernimmt. Magst du heute als Letzter gehen oder wir machen es nicht? Also dann starten wir ganz normal. Wenn es zu heiß wird, sagt es. Der Bergführer Berthold Schmidt ist seit vielen Jahren mit den Damen vom ZAP unterwegs. Er weiß, worauf es ihnen ankommt. Wichtiger ist eigentlich das gemeinsame Erlebnis. Es ist halt so, dass die eigentlich viel allein sind und das absolut genießen, jetzt nicht auf den Berg XY zu gehen, sondern in der Gruppe dorthin zu gehen und mit der Gruppe zusammen was zu erleben. Der Gipfel ist klar, der ist in den Köpfen drin, sind ja auch alte Bergsteiger dabei, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Langläufer stehen auch schon in den Startlöchern. Sie werden begleitet von Hubert Kölsch. Auch er ist seit vielen Jahren mit dem ZAP unterwegs. Alles klar? Alle fit? Alle fit. Dann fahren wir jetzt los. Da entlang in die Richtung, Sonne genießen und in aller Ruhe erst am Bach entlang genießen wir das zum Warmwerden, dass die Muskeln und der Körper auf Betriebstemperatur kommt und dann geht es langsam bergauf zur ersten Bergwertung. Gut, dann fahren wir langsam los. Langsam los. Also davon halten diese Damen wenig. Sie haben noch viel Schwung, auch wenn einige von ihnen über 80 Jahre alt sind. Beim ZAP ist es nicht so wichtig, wie alt jemand ist. Beim ZAP bin ich nie als alt behandelt worden, sondern immer in Augenhöhe. Da hat niemand von den Jüngern zu mir gesagt, soll ich das aufschreiben, hast du mich verstanden oder vergiss das vielleicht. Also das war nicht. Das ist für jemanden, der halt immer nur mal ein Stück älter wird und sehr oft im anderen Umfeld erfahren muss, ganz deutlich, dass er halt alt ist, das gibt es beim ZAP nicht. Als Mensch geschätzt und nicht darauf reduziert zu werden, alt zu sein. Vielleicht hilft allein das dabei, auch in der Loipe nicht alt auszusehen. Die Spur ist nicht zu steil und angenehm zu gehen. Da bleibt genug Muße für all die Kostbarkeiten am Wegesrand. Die großen genauso wie die kleinen. Da ist die Spur vom Fuchs. Wahrscheinlich ist er da zweimal marschiert. Fuchs erkennt man immer, da sind die Spuren so hintereinander. Da ist er zweimal dasselbe abgegangen. Vielleicht ist das sein Revier oder geht er da zum Wasser oder vielleicht schläft er unter der Hütte. Mit Schneeschuhen zu wandern ist einfach. Man braucht keine besonderen Vorkenntnisse und außer guten Bergschuhen und funktionaler Kleidung auch keine weitere Ausrüstung. Was man allerdings braucht, ist die Lust auf neue Herausforderungen.
Wenn man nicht ein bisschen einen Ehrgeiz hat, dann geht ja gar nichts mehr. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, eben der Hirschberg. Früher bin ich den Hirschberg in 2 Stunden aufgegangen, ja, und jetzt brauchen wir eben 3 Stunden oder so nicht. Aber es spielt ja keine Rolle. Wir kommen rauf und das genügt. Man kann dann so viel abschalten, wenn man heraus ist und dann hat man das Erlebnis, das kann ich jetzt doch noch machen. Die Loipe ins Fischleintal führt mitten hinein in den Naturpark Sechstener Dolomiten. Auf den Gipfeln, zu deren Füßen sie jetzt dahingleiten, waren einige der Seniorinnen früher schon gestanden. Wie viele glückliche Momente mögen sie wohl über Jahrzehnte hinweg in den Bergen erlebt haben. Und es werden immer noch mehr. Auch wenn die Form des Erlebnisses heute vielleicht anders ausschaut als früher. Worauf es bei den Touren mit dem Zapp ankommt, das weiß Bertel inzwischen genau. Man muss praktisch mit den Füßen von den Leuten denken, weil als Junger oder auch als Sportler kann man sich ja oft gar nicht so in die Lage von jemandem versetzen, der schon 80 Jahre alt ist, weil man praktisch das ja gar nicht am eigenen Körper noch nicht erfahren kann. Und wenn es zu viel war, dann merkt man das beim nächsten Mal und schaut halt, dass man vielleicht so die Grenze findet und nicht drüber zu gehen. Jetzt wird bei den Langläuferinnen allmählich höchste Zeit für eine Pause. Die Hütte ist nicht mehr weit. Als erste wird Inge sie erreichen. Für sie ist dieser Urlaub eine Premiere. Sie ist zum ersten Mal mit dem Zapp unterwegs. Ich bin sofort irgendwie nett aufgenommen worden und also täten wir uns schon sehr lange kennen, muss ich sagen. Und der Hugo ist auch so fürsorglich mit uns, geht der um und es tut mir richtig gut, es ist schön. Also Mädels, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt ging es bergauf. Prost. Ab Nachmittag geht es bergab, aber nur am Berg. Zum Wohl. Beim Einkehrschwung in der gut geführten Talschlusshütte lassen sich ausgezeichnet Kräfte tanken für den Rückweg nach Sechsten. Solche Sachen, So kann man es abbringen. Na ja, sicher. Oder geht's? Nach so einer Wanderung ist jede von ihnen glücklich und froh, dass ich halt natürlich noch dabei bin. Und wo man schon jedes Jahr ein Stückchen Wehmut hat, weil man nicht weiß, bist nächstes Jahr noch dabei oder nicht. Lange geben sie sich dieser Wehmut allerdings nicht hin, die Damen des Zapp. Lieber genießen sie, gerade hier in den Bergen, jeden Augenblick, den sie erleben dürfen.